Hello, so vandaag wil ik reden over de hoften. En bueno, das nicht wirklich die Hoften, in Englisch nennt sich das die pelvis. Aber in Deutsch glaube ich, würde das bis die Hoftenknackes nennen. Und wo exactly dit alle Dinge zu tun haben mit der Jeburt. So, du sind actually 5 verschiedene Sorten pelvises, das ist die Hofknackes, wo dann das Baby wird durchgehen. Dat je 5 verschiedene Sorten wat Menschen haben. Und I know dat er wordt maar veel gereed, like dat een heeft de aandacht te hoffen, dat het baby er doen heeft en het moet opereren, dat kan niet naturaal geboren. En while yes, dat een deel verschiedene, 5 verschiedene hoften types geven dat, dus jeder soort knackes, die kan dat baby doorloten durchgaan. So, depending on wat van de knackes du hast, or like wat die hoften zijn, dat wordt die een klein beetje like affecteren, like dat wordt ook wat met die Geburt te doen gaan. Dus het moet zijn, een van die hoften, dat schafft niet dat die früh kan Geburt geven, want die liggen dat. Die moet either stoen of opzetten staan, dat het baby doet wat kan durchkomen. Wens dit als we de hoften zijn, dat kan du anders nicht durch. Und das ist, warum das nicht geht, wenn das Saarwerken, en veel hospitalen, wenn du als anfängt, dass du die hast Leuten Drogen geben, das einfach dann dass die Geburtswehen, dass die dann entrieben sind. Wenn die dadurch halt angemerkt, dann haben meist alle Hospitale dort immer so, dass du musst nur abreges am Bad bleiben, bis dein Baby geboren ist. Und das ist dann einfach die Ursache, warum es nicht früh wurde, die operiert worden, wenn es für eins Jahr hoffen, dass ich hoffe nicht, dass das Baby durch kann, wenn der früh liegen wird. Und das würde auch noch eine Ursache sein, warum das nicht gut ist, jetzt die Drogen zu nehmen, weil das eins Mal bis neulich, dass der früh die Mord abseits oder abstunden sind, um ein Baby geboren. Und noch ein von den Knackes, oder von den Types of Hoften dann, als dass das Baby ein Kopf, das kann nicht so leicht engaging, das muss sein, der Kopf, you know, wenn mit der Geburtswehen oder whatever, das kommt dann, dass es like leer wird. Und der Kopf, der, like, solange es der los ist, der Kopf, der hat nicht like Druck auf die Frühen absaten und dann dat die Mutterhals noch nicht so sich aufgehen. Like, die konnte wenn es aufgehen, aber basically das meiste aufgehen, wenn es die soll über 10 cm auf sein. Das dollste von dort ist alle am Schaffen, wenn das Baby ein Kopf, diese ist der Druck absaten. So für die eine Sorte Hoftenknack ist, dass das Baby schwanger, dass der Kopf du like what engaged hat, like dass der Kopf der Fuß bleibt. So basically das Kind kann der Kopf moven verlängern, aber dass du dann könnt richtig ein Kopf diese Fußtieren und dann fängt dann an zu schaffen, wenn die Geburtswehen sind oder whatever, und die Geburt das fängt ich von hier boven, als das da wo die Contractions tun, like die Muscles topdragen, und das ist dann, wo das Baby raufschieben wird. So wenn das Baby ein Kopf, du dann nicht like fan engaged ist, dann fängt das dann an, dass das Baby da wird da durchgedragt, und das ist dann, wo die Geburt wird dann wieder zu Pferde schaffen. So das ist ein, wo am eins die früh ist, so viel länger, dass der Geburt so viel länger ist als andere Wens, das kann sein, dass die Haften haben, wo das Baby schwanger erkappt sein fast. Und das ist aber auch nicht, was damit, ist, dass jeder Kind das kann das tun, und dein Baby wird never nicht zu groß sein, und deine Haften werden auch nicht zu klein sein, even though das in verschiedene Haften geben wird, das wird immer schaffen, dass dein Baby kann durchkommen. Und das, you know, je weet, wenn ein Baby geboren ist, der Kopf, like der Kopfknacken, das ist nicht ein ganzer Knacken, das wird ein großer Mensch sein. Das sind mehrere Bieter, und das tut es, dass das Baby, der Kopf, der kann sich, in Englisch nennt man das Moldings, das muss sein, ihr habt vielleicht auch mal Bilder gesehen von Babys, wo die einen so spitzer Kopf haben, und das ist, was du neu ist, dass das Baby kann, wie die durchkommen. Der Kopf ist, was du das Schwanzte sein, zum Geburt geben, wenn es das größte Biet von das Baby. So, das ist, warum der Kopf nicht ein Typ, was nach Knacken ist, wenn das Borat nicht wirklich das Baby wird sein, das kann wie die durchkommen, das ist bloß die Ratter der Kopf wird sein, die da spitz wird die wollen. Und so ja, für eins hier, das ist für die einen von den Sorten Hoften auch, muss das Baby ein Kopf erst da spitz werden, für das du durchkommst. Das ist auch noch eine Ursache, wo dann die Geburt, oder wo das dann wird länger dauert. Und ja, all diese Dinge, like, die Hoften sind verschieden, die Babys sind verschieden, like, wie groß die sind oder so. Und das ist, warum das einzige Mal dann kann so lang dauern.
oder einmal ist es so abusig, like ein von den Hoften, das nennt sich die favorable pelvis, und das ist, für was das Baby das die ganze Zeit leistet, das an der kommt, das sind früher, wenn in so eine leichte Buß Jeburt hat, dat kan leisten dat die favorable pelvis hat, wenn ja für die eine Sort pelvis ist das bis das leicht das bis da leicht für das Baby zum das dort kann geboren. Und das ist warum das nicht gut ist, wenn eine Zeit like beständig wie lang das gut ist an der Geburt sind, das eins zu früh ist, die dann für über 24 Stunden oder like dass die eine 70 Stunden Geburt haben. Und weil das nicht immer relativ normal ist, es muss sein, wenn die wird mit den Hormonen abgemessen oder wenn du die letzte Drogen anmerken, du das Betäubungsmittel oder tun das alle Driven oder so daher, dann kannst du abrechnen, dass die dort lang dauern. Und same with wenn und die Buch wird viel geperkt, das nur das Baby hart harten oder die Mutterholz wird neu sein, all diese Dinge dann mit den Hormonen verstellen und dann kannst du abrechnen, dass die Geburt wird länger wird. So jedes Mal, was die neu sein oder die Baby neu sein, da merkt die Geburt länger, wenn das geht nicht, dass nicht die Hormone verstimmen. So je mehr du dort looten lässt, je länger wird die Geburt sein. Und so ja, einmal, like, das ist nicht einmal dort matt sein, dass eine Frühmatt so eine lange Geburt haben, aber einmal, das ist auch ganz okay, wenn dort einmal früh ist eine viel längere Geburt haben als andere. Das muss sein, meine Geburten, die werden 6 Stunden, 4 Stunden. Und das verlangen nicht alle Menschen, dass diese Busi hostet sind. Besonders wenn das eine früh erstes Baby ist, du kannst so abrechnen, dass was meinst du 24 Stunden gehen. Und das ist alles normal, wenn es ja für uns die hoften, dass das anders mit anders verschaffen. Und das ist ganz normal. Das meint nicht, dass eine Sorte hoften, dass die besser sind als die andere. Das schafft anders. Und so erfahren kann das dann so, dass wenn die Mutter sein gebrechen für 24 Stunden, dann mit die neue Japariert oder whatever das geht, dann das nicht mal gut. Oder wenn du ein paar Zentimeter bist, ich glaube, wenn du 3 Zentimeter bist, du weißt, wenn die Mutter holst dann nicht, der 1 Zentimeter per Stunde wieder aufgehen, dann wird die Bild sind ungemerkt, das Driven, den Körper das abspeeden, wenn es die glauben, wenn an besser Stunden mit dem Baby brüten sind. Und das alles ist, was du dann, da wird die so Schuden und dann, wenn du es nicht mit Arbeit von deiner Geburt länger gehen darf, wenn es dort kann ganz möglich sein, dass du bis zu einer Hoften hast, wo das Baby dort vielleicht erst ein bisschen schwanger, dass der Kopf davor worden. Oder das Baby braucht mal Zeit, um der Kopf ist mal spitz merken. Und da wird dann spitz, mientras das Baby da durchkommt, das wo das Baby auch Kopf dann der da molding. So einmal der letzte Punkt, das ist nicht bis dort an ein Nü, wo das Baby dann nicht durchgeflogen kommt, das Baby dort braucht vielleicht mal Zeit, um den Stoff da alle dort durchgehen. Und dann noch die Hoften, oder die Pelvis, das sind 4 Knirkes, das ist nicht bloß ein Knirken. Und das ist gemerkt, dass das Baby dort durchkommt. Ich know eigentlich, das Baby das kämpft nicht, oder das ist nicht, das hört sich nicht so auf sein, dass das Baby kämpft durch die Knirkes durch, wenn das kämpft eigentlich durch den Mutterholz durch. Aber ich weiß, den Mutterholz und alles, das ist ein ganzer Park von Dingen, wo dann an die Hoften Knirkes band sind. So die Hoften, die dann auch, das ist seine Raben, wenn einer schwanger ist, die Raben, die waren Bräuter, zum Band, mal rübermerken für das Baby, und kriegst du dann die Hoften noch an der Geburt. So die Hoften, das sind eigentlich 4 Knirkes, und ich weiß nicht, was ein deutsches Wort dafür sein, in Englisch steht einer Ligaments, but I guess das würde ein bisschen so sein als Knörpel, so das ist ein bisschen, das sind 4 Knirkes, und die sind top gemerkt, den Knörpel, das ist nicht ein stiefer Knirken, das ist was Bahn gibt dabei. Und wenn du an der Geburt bist, dann hast du diese Hormone, die nennt sich relaxen, und das ähnlich tut die halten relaxar, oder die beruhigen, und dass du die kannst verreiben und so. Also diese Hormone, die wird dann höher an die Geburt, und das ist, die Ligaments, das Knörpel, wo die Hoftenknirkes holen wird. Diese Hormone relaxen, die merkt, dass dort so erbahnlich ist, dass die Hoftenknirkes sich auch wieder aufbiegen. So du darfst nicht glauben, dass die Hoften wollen zu klein sind. Ich know, die Doktor, die sagen Menschen dort auch fährt, oder früher ist der Doktor dort fährt, dass die Hoften sind zu klein, die Baby wird nicht durchkommen, besonders wenn es eine Nacht früh ist. Und die glauben, dass die ein so schweres Kind haben, dann sagen die, dass der Baby wird nicht durchpassen. Und das ist nicht so, wenn die Hoften, wenn du die Hormone lässt dort down,
de hoften die wollen sich opgeven. Du wordt genoeg hormonen zijn, tot die hoften worden kan wit genoeg opgaan. En ook groot, wanneer die baby genoeg tijd geven is, der Kopf dat es nicht ein Fußer knacken, der wird sich spitz merken, so wie bei dat like ein langer deiner Kopf ist, dat du wat derchen. So die Baby wird nicht zu groß sein, in die hoften, in die Mutterholz alle top, dat wird nicht zu klein sein. Wann du willst, laatste Hormonen das alle down. En een wat ik nog had vergeten van te zijn van de hoften, is dat du darfst nicht weiten, like, gewoon von dieser Hoften, du hast, like, so sein, dass diese verschiedene Sorten, like, Hoftenknacker sind. Du darfst nicht weiten, von der du hast, für wann du eine Geburt bist, wenn du wirst weiten, und was von der Position zu sein, wenn du eine Geburt bist. Das muss sein, für mich, ich will immer, dass ich eine gute Geburt habe, but for some reason, ich kann mich nicht möglich noch mehr an eine Boot wohnen, ein Mann uit de Boot wohnen, und für beide von meinen Babys, denke ich an dieselbe, like, position aan, dus een half aan zijn körper en dezelfde wagen, whatever. En dat is dan voor mijn baby's geboren doen. En ik weet niet van, wat van de hoften ik wil gaan, ik kan me nergens laten, like, irgendwas bij de hoften nu zijn. So, basically, du darfst nicht weten, like, wat van de hoften du hast, zum weten, like, wo du die mal abstellen für die Geburt. Wenn du ich was an der Geburt sein, das muss sein, wenn du wirst die hoften haben, dass dein Baby nicht kann geboren werden liegen, du wirst die nicht sein, nur liegen, like, du wirst wollen, sitzen oder stehen. And so ja, du darfst nicht like Angst haben, dass du nicht was weiten, was zu tun an der Geburt oder was alles zu schaffen, wenn du was an der Geburt sein, du wirst nicht mal überdenken, like, was von der Haften habe ich, was tue ich erst die 3 Jahre so, wenn die nicht was, like, geboren worden, du wirst alles weiten, was zu tun, like, du wirst nicht denken, und was soll ich tun, da wird bis alle die natural ankommen, dass du die in all die Städten anstellen lässt. Wann du das Drogas nehmen an der Geburt, um die dort Luten betreiben oder um die in der Geburt alle abspielen oder irgend so was daher, das sind halt verschiedene, was diese bei Dingen tun, dann wird die in der Geburt schwanger sein. Like, du kannst bis ab mit rechnen, wenn as soon as du so eine Droga nennst, eine Droga ist immer stärker oder das schafft Busia, als was eine Hormone hat. Wenn es Hormone die sind natural. Und einer wird, like, wenn einer krank ist und du wird naturale brücken das, dat is veel gezonder dat naturale brücken, aber dat geht länger bei dat naturale schaffen dat. Und das ist auch, was das ist mit den Hormonen. Du like, wenn du die eine Droge nimmst, wenn du eine Geburt bist, die Droge ist stärker als die Hormone, so das nimmt das dann eben, und nu hast du mit je, like, das abgemessen, du hast es je verstemmelt, und dein Körper wird nur nicht mehr bleiben, wenn sie dort die Hormone produzieren, um die Geburt ist dort, dort allein gehen. So das ist, worum das, like, gut ist, wenn man nicht, dass die, all die Drogas dann annehmen, wenn dann von dann wieder kannst du abrechnen, dass du mal ein $4 schaffen. Das heißt, wenn du die Hormone das abhören, like, dass die, nicht kann den Knörpel durch relaxing oder whatever, das kann sich dann auch merken. Nun hast du, like, stiefere Hoften, wo du mal an den Baby tragen. So, ja, das sollte man denken, aber ich glaube, das ist wertvoll, wenn du kannst lernen, wie dein Körper zu unterstützen, dass das kann alles natural tun, wenn es dort ist alles möglich. Gott hat dir früher nicht viel erhofft gemerkt, und der würde dir auch nicht ein Baby geben, das dein Körper nicht gut kann zur Welt bringen. Wenn er das meinst, alles so passieren, als was das soll, dann ist du in der mögliche Weg, dass das alles kann schaffen. Und das geht ja nicht wirklich so sehr an den Pelvis, aber wenn du Angst hast, um ein großes Baby zu haben, du hast dann vielleicht auch Angst, dass du dir like, rieten tun. Und ich habe auch von dem Gerät, dass das nicht normal, wenn du für das Gescheit rieten. In Englisch nennt du sind like different degrees. Das muss ein 1., 2., 3. und 4. Degree. Und das ist, wie soll einer rieten das. Wenn du bei den 4. Degree rieten das ist dann, like, wenn du ganz vom Bein auch bei hängen, bei dem Morgen geraten bist, das nennt sich der 4. Degree. Und also der 2. und 3. Degree, wenn du so reden das ist das nicht normal. Das meint, dass deine Geburt ist nicht so ungegangen, als was das soll. Und was Dinge, die das merken, dass du das so reden, als du, wenn du hast Drogas genommen, wenn du das Drogas nimmst, dann kann der die Hormone FIR, ich habe mal von dort geredet, das ist die Hormone, die dein Baby rutschen. Das ist das Kalten, wenn das durch anfängt. Das ist actually eine Gruppe Hormone, like, was du Top schaffen für das FIR. Und dann, ja, wenn das dann nicht anfängt, das schiebt dein Baby bis rüber. Und wenn du hast Drogas genommen,
dann sind diese Hormone nicht durch. Das meint, dass du was machen, den Baby selbst rüberschüben. So, die haben probably mal gehört von uns, die früheste sein, like, dass die Hand muss, like, für 3 Stunden schüben oder 1 Stunde schüben oder whatever. Wenn du musst für so lange musst das schüben, das meint, dass du das mit dem Körper auf Baby rüberschüben, du lässt nicht die Hormone das rüberschüben. Und das ist einfach, was du merken, dass du da rieten das. Zoals wat du rieten des, dat heeft niks met te doen met begroting baby is, oder begroting mutterholz heeft. Dat heeft alle met te doen met de hormonen. Wenn du de hormonen relaxen, wat du dat knurpel, like, so je baan niet merken dat die naar hoften kan opkomen. Dit doet als ook de hormonen, wat du die mutterholz, so je weet. So ja, de hormonen relaxen, dit ook die mutterholz baan niet merken. So dat heeft niks niet met te doen met begroting baby is, oder begroot die körper is, oder je doet, like, begroting met de holzen die naar hoften zijn. Dit heeft alle niks met te doen met als die baby wat de derg posten oder niet. Wanneer de hormonen kan daar arbeid doen, dan merkt dat alle top zo wit bandig dat het baby dat wat de derg kan. Je doet wens de baby er kap, dat ook like verschillende knerkes is en dat kan like dat niet derg like bis een grote bol zijn, dat wordt like zageltjes spetter zo. Dit is waarom dat like alle top meilig is, dat het baby doet wat derg kan. Dat is die baby wat niet te groot zijn. En ja, die Körper der ist nicht te klein. En du darfst nicht Angst haben für je rieten, wenn du wenn's laatst die Hormonen dort alle top down. Wenn die Hormonen du nicht sind, das ist wo die Problem dann anfangen down und das ist roots, wo das je rieten dann das nankommt. Wenn die früh nicht je verstimmelt wird, so dass der Hormonen die Tiet haben, tim dat down und roots, dass die früh nicht wat neue part. En niet like, een ganz neu wat nieuw zijn, al deze dingen, als wat du dat, like, dat die hormonen niet meer doen recht schaffen. Wanneer die laatste alle recht doen, dan als du nicht vorfährst, dat du was je schat rieten, einmal doen de dag rieten, like, wanneer eine naturale Geburt hast, aber dat is niet zoveel dat die nog darf je net. Du kannst die Luten nehmen, aber das ist, da wird Busia ein besserer Tipp haben, wenn du die nicht lässt nehmen. Wenn du die das Luten nehmen für something cleanet, das meint, dass du hast eine größere Chance, dass du an deiner nächsten Geburt du frisch was rieten, wenn du die das Luten Tipp nehmen, dann kann es nicht recht Tipp haben und das ist dann das eine Nerv, das hört, like man hat eine Nerv findet, das ist du sie, das gibt du so keine rechte Nerv und das wird dann meist immer frisch rieten in die nächste Geburt. So, das ist, warum das dann besser ist, wenn er ein Bett rieten, dass er das Luten für selbst heulen. Und du sind Dinge, die du kannst non tun. So, das muss ein Honig, kannst du die damit anschmieren, dass du dann Busi da heulen wird. Aber normal, das wird Busi heulen, wenn du das nicht das nennen, als wenn du das nach Luten top nennen. Und ja, ich hoffe, das hat some Dinge klar gemerkt, dass die können verstehen, dass die dürfen nicht Angst haben für ein großes Baby haben. Die dürfen nicht glauben, dass die eine Hoften, der rechte Hoften sind, dass die Hoften haben, die du nicht keine naturale Geburt geben. Und dass die auch nicht dürfen Angst haben, um die Schritt rieten, wenn die Hormone die sind alle durch. Du hast einen perfekten Körper und Gott hat auch den Baby perfekt gemerkt, oder was alle schaffen, dass du durchkommst. So, ja, ich merke den Mut, prof nicht Angst zu haben für die Geburt und prof das zu tun, der uns die Drogas, sodass dein Körper das kann gut tun. Dat je baby niet darf op een schrakelgewicht aan de welt komen en dat die Körper dat niet darf zich schwach voelen, frisch uit te huilen door de Geburt.